Herzlich willkommen zu Losa Lasa Lafere. Das ist dein Podcast zum Schweizerdeutsch lernen mit mir. Ich bin Deutsch- und Schweizerdeutschlehrerin und heute bin ich nicht alleine. Ich bin da mit Christina. Christina, stell dich doch kurz einmal vor. Hallo zusammen, ich bin Christina, ich komme ursprünglich aus Moldawien. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich habe in Deutschland studiert, 13 Jahre dort gelebt und jetzt seit circa 9 Jahren wohnen wir in der Schweiz. Und ich bin auch Deutschlehrerin. Genau, so haben wir uns nämlich kennengelernt, Christina und ich. Wir kennen uns schon ziemlich lange, wenn ich so darüber nachdenke. Das stimmt. Genau, als 2 Deutschlehrerinnen auf Instagram. Schön bist du heute da. Wir machen ja Losa Lasa Lafere. Losa, das heißt zuhören und das kann Christina gleich machen, wie auch ihr zu Hause. Ich erzähle nämlich eine kleine Geschichte auf Schweizerdeutsch und ihr könnt zuhören. Wenn ihr mitlesen möchtet, dann findet ihr den Link dazu unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo du das schaust. Und danach werden wir noch ein bisschen laffern, also plaudern und über das Gehörte sprechen. Ich würde sagen, ich starte gleich. Der Text heißt, warum sich das Wetter nicht immer zum Smalltalk eignet. Im Alltag ist das Wetter meistens ein unverfänglicher Gesprächsanfang. Jemand kann sagen, es ist wieder heiß. Darauf kann das Gegenüber zum Beispiel antworten, ja, echt heiß, aber am Abend könnte Regen kommen. Darauf kann er der mit dem Wetter angefangen hat, entgegnen, ich hoffe, es bleibt trocken. Wir haben nämlich Freunde zum Grillieren eingeladen. Im Idealfall ist man so schon bei den Themen Grillieren und Freunde angelangt und das Gespräch kann so vom harmlosen, oberflächlichen langsam in konkretere Tiefen vordringen. Bedingung für einen glücklichen Gesprächsanfang über das Wetter ist natürlich, dass man nicht ausufernd wird und merkt, wenn es genug ist. Leider gibt es aber Leute, die nie merken, wenn es genug ist. Zu denen gehören die Wettererklärer vom Radio SRF. Da hat zum Beispiel der Moderator letzten Mittwoch der Wettermann auf Schlierwolken angesprochen und die Antwort hat wortwörtlich so getönt. Und die Unterseite von diesen Wolken kommt runter. Also das heisst konkret, zuerst sieht man ein bisschen Geschmier am Himmel, dann gibt es immer mehr Geschmier, dann gibt es auch noch andere Wolken. Irgendwann sind dann mal die Bergspitzen in den Wolken. Und dann kommen immer mehr von diesen Bergen. Die Berge und die Bergspitzen kommen immer mehr in die Wolken. Und am Schluss gibt es Regen. Heute Nachmittag, wenn man ein bisschen rausschaut, kann man das eben beobachten. Jetzt im Moment sind wir in der Phase, wo es einfach immer mehr Geschmier gibt. Es gibt dann am Nachmittag eben auch immer mehr Wolken. Am Abend kommen wir dann in die Phase, wo dann auch die Bergspitzen so ein bisschen in den Wolken reinkommen und dann gibt es dann auch Regen. Das ist dann am Abend und in der Nacht der Fall, wo es teilweise regnet. Aber es gibt also mengenmässig nicht viel Regen und es kommt auch gar nicht überall regnen. Es gibt auch Regionen, wo so trocken bleibt. Das ist eben gerade ein bisschen ein Beispiel, dass sich das Wetter eigentlich nie so ganz an das Lehrbuch hält, weil eine Warmfront nach Lehrbuch, die würde eigentlich flächigen Landregen bringen. Die Warmfront da, die kommt, die ist aber zu schwach, weil es eben in der Nacht gar nicht überall nass wird. Selbst wenn ihr, geschätzte Hörerinnen und Hörer, nach dem Hören von dieser Wetterprognose ein bisschen durcheinander geraten seid, dann solltet ihr versuchen, stark zu bleiben. Der Moderator am Mittwochnachmittag ist auch stark geblieben und hat zum Wettermann gesagt, ja, und das macht doch das Wetter auch ganz sympathisch, dass nicht immer alles nach dem Lehrbuch geht. Wie warm wird es eigentlich? Die Frage vom Moderator ist wahrscheinlich harmlos gemeint gewesen, aber sie hat wieder eine Antwort generiert, die ich nicht aufschreiben kann, weil das den Rahmen von dem Text hier sprengen würde. Was lehrt uns das?
Das Wetter kann ein lockerer Gesprächsanfang sein, aber wirklich nur dann, wenn man nicht zufällig über einen übermotivierten Meteorolog stolpert. Das war's. Spannend. Kannst du ein bisschen erzählen, was du aus dem Text mitgenommen hast, was du verstanden hast? Ja, es ging natürlich ums Wetter, dass Mhm. das Thema Wetter eigentlich sehr oft sich zu einem Smalltalk-Thema ja, geeignet ist. Aber wenn man zu tief ins Detail geht, ja, dann kann das doch nicht so spannend oder interessant sein. Und wenn man jetzt auf einen Meteorologen trifft, dann kann das schnell zu einem, sag ich mal so, langweiligen Thema sein oder es dauert einfach zu lange. Und am Anfang, wenn man einfach so jetzt das Wetter beschreibt und das Wetter schön ist, dann kann man grillieren, ja, dann geht man eigentlich zu dem anderen Thema. Und ich glaube, das einzige Wort, was ich nicht ganz verstanden war, ist geschmiert. Mhm. Also in dem Kontext, das habe ich jetzt nicht so ganz so kapiert. Aber sonst glaube ich, ja, also generell ging es darum, Ja, Smalltalk zu einem anderen Thema. Und wenn es zu detailliert wird, ja, dann ist das kein passendes Thema oder kein Smalltalk-Thema mehr. genau. Super, du hast das wunderbar verstanden. Geschmier. Geschmier ist einfach, wenn du zum Beispiel mit Farbe einfach ja, schmierst. Ja, aber in dem Kontext vom Wetter ging es um die Wolken, ja, dass Ja, der Himmel quasi bewölkt ist, oder? genau. Okay, Dass es einfach so Schmierwolken hat, dass sie nicht so schöne Formen haben, ach so. sondern dass es Mhm. einfach wie über den ganzen Himmel ein bisschen ein Geschmier. Okay, also es ging um die Ästhetik. Ja, es ist nicht so Ja, ästhetisch und nicht so schön. Gut, ja, dann. genau. Genau, sehr, sehr gut. Wie ist das eigentlich bei dir? Hörst du, oft, Radio oder schaust du SRF Fernsehen? Ich sage mal so, ich mache das immer wieder. Ich mache das nicht täglich und Mhm, nicht immer, aber ich schaue mir zum Beispiel auch auf Instagram, also die haben manchmal so Reportagen oder so die kürzere Variante. Das mache ich gerne. Ich höre mir auch manchmal Sachen also in verschiedenen Dialekten, dass ich so mhm. ein bisschen den Unterschied herausfinde. Ich frage auch manchmal meine Nachbarinnen oder Kolleginnen, mit mir Schweizerdeutsch zu sprechen. Und so versuche ich das halt so zu üben. Und wenn etwas so wie jetzt, also geschmiert, in dem Kontext habe ich nicht verstanden, dann frage ich nach. Ja, ja, also ich mache das schon. Oder ich frage meine Kinder. Ja, okay, also du lernst aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen Schweizerdeutsch. Sehr gut. Genau. Und was würdest du sagen, wie lange hat das gedauert, als du neu in der Schweiz warst, bis du so den Großteil des Kontexts verstanden hast? Ich glaube, bei mir ist die Geschichte so ein bisschen anders, weil ich in Baden-Württemberg gewohnt habe und dort Mhm, studiert habe. Und ich habe 5 Jahre bei einer deutschen Familie gelebt, aber die haben Alemannisch gesprochen, also wirklich nur Alemannisch mit mir gesprochen. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich am Anfang alles verstanden habe, aber schon zum Teil, also wirklich viel. Ja, und das ist halt der Unterschied, wenn man jetzt einen ähnlichen Dialekt, ähnlichen Dialekt also kennt oder versteht, dann ist das wirklich eine sehr große Hilfe. Und Sprachgeschichte natürlich. Also wenn man Germanistik studiert und Sprachgeschichte lernt oder als Fach an der Uni hat, irgendwann macht es so Klick. Ah, das hilft auch hier, also beim Dialektlernen oder Verstehen. okay, also
auch so Informationen darüber, welche Dialekte vom Hochalemannischen und so abstammen, das hat dir geholfen? Ja, auf jeden Ja? Fall, auf jeden Fall. Also Okay. mindestens so die, lautlichen Mhm. Unterschiede, ja, das ist natürlich also sehr hilfreich, wenn man so was gelernt hat oder studiert hat. Aber natürlich in dem, Bereich Wortschatz, ja, das muss man dann vor Ort lernen. Ja, okay. Vielen Dank. Ich denke auch, dass Schweizerdeutsch lernen immer ein bisschen eine Mischung sein muss aus, Lernen wie eine Fremdsprache, sodass man also zum Beispiel einige Wörter, die sind anders, die muss man fast ein bisschen lernen, aber es sollte dann immer auch ein bisschen ums Transformieren gehen, also das, was man schon weiß, verändern, umwandeln in die Dialekte. Ich denke, das ist ein guter Mix und Originalmaterial wie zum Beispiel eben Fernsehsendungen vom SRF, egal ob das jetzt gerade Meteo ist oder nicht, kann dabei sehr helfen. Ja. Das stimmt. Ja, ich finde auch eigentlich die Vielfalt, was SRF anbietet, ist schon groß genug, um aus allen Bereichen ein bisschen so Wortschatz zu sammeln und dass man auch so im Kontext das hört, ja, dass man wirklich auch die Muttersprachler hat und dass man auch zu verschiedenen Themen verschiedene Sprechweisen auch hört. Und ich glaube, wenn das natürlich im Fernseher oder im Radio kommt, dann hat man auch trotzdem so auch so die, auch wenn man jetzt sagen würde, vielleicht, dass wir keine einheitliche Grammatik haben oder Schreibweise oder so, trotzdem ist es hier schon ein bisschen angepasster, als wenn man jetzt mit den Nachbarn spricht. Oder wie siehst du das? Ja, auf der einen Seite das, da stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite können so Fernseh- und Radiobeiträge auch gerade schön zeigen, wie verschiedene Dialekte aufeinandertreffen im Alltag. Das ist ja die Normalität, dass ein Berner mit einem Zürcher spricht und dass man sich eben doch gut versteht, auch wenn jeder bei seinem eigenen Dialekt bleibt. Genau. Stimmt. Was sind denn so, Unterschiede, die dir bisher aufgefallen sind zwischen Zürichdeutsch und anderen Dialekten? Eine gute Frage. Irgendwann habe ich bemerkt, dass man so manche Laute anders ausspricht. Mhm, Am Anfang war für mich alles gleich. Und ich glaube, das erste Mal war auch das Wort Zeltli. Da kam meine kleine Tochter und hat mich, oder war das die große? Spielt jetzt keine Rolle, hat mich gefragt, Mama, darf ich ein Zeltli? Und in dem ersten Moment habe ich gedacht, was ist ein Zeltli? Ich habe das wirklich mit dem Wort Zelt so verbunden, ja, bis der Nachbarjunge zu mir kam, hat den Mund aufgemacht und dann habe ich die Lutschbonbons gesehen. Dann habe ich tatsächlich noch in der Nachbarschaft gefragt und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob in Aargau sagt man Täfeli, Tafeli oder so. Und ich kenne das aus dem Alemannischen oder aus Baden-Württemberg als Wurzle, was hier eigentlich Weihnachtsgebäck ist. mhm. Und wie sagst du das auf Berndeutsch? Ja, genau. Also, ich sage auch, «Z'Däferli» für Ja, ein Bonbon und «Z'Güezi» für das Weihnachtsgebäck, genau. so, das war so ein Wort, das mir wirklich jetzt in Erinnerung geblieben ist. Und dann habe ich, seitdem ich deinen Kanal gefunden habe, dann habe ich auch gesehen, dass beim Heuzerme, ja, die Schreibweise im Berndeutsch sind das zweimal A-Umlaut und ich glaube im Züricher Dialekt am Ende ist ein E, ja, Zäme oder umgekehrt. Mhm. Bin mir jetzt nicht sicher. Also das waren dann schon so die Details, wo ich gedacht habe, aha, sogar beim Schreiben gibt es auch Unterschiede. Ja, so beim Schreiben ist es ja nicht fix, festgelegt, wie man etwas schreiben muss.
Aber in Bern tendiert man ja schon immer zu diesem offeneren Ä-Laut und in Zürich eher zum E. Genau, Und das drückt sich dann in der Schreibweise sicher auch aus. genau. Same, Semme. Und beim Berndeutschen auch natürlich ähm, das L, ja, Ul, das kenne ich natürlich aus dem Polnischen, ja, Ja. Mau, Piu, Mau. Am Anfang habe ich das nicht so wirklich verstanden, aber je mehr ich Berndeutsch gehört habe, desto mehr habe ich verstanden, aha, das ist so ein Merkmal typisch für Berndeutsch. Genau, diese Vokalisierung Ja, des L genau. nennt man das auch, dass ein L sehr oft zum U wird. Ja, Ähm, genau, das ist sehr, sehr, sehr typisch für Berndeutsch und ich glaube, daran erkennt man es auch leicht. ja. Aber es ist auch nicht im ganzen Bernbiet so. Okay, es gibt auch dort ja Unterschiede. Genau, genau. Ja? Aber so generell, das wären so die so phonetischen Merkmale, würde ich sagen. Und natürlich Wortschatz immer wieder. Aber auch, glaube ich, bei der Grammatik, anstatt wir, mir, ja, mir, ja gut, ich kann das leider nicht sprechen, aber wenn ich das höre, dann denke ich, aha, ich glaube, es war auch so zwischen Aargau und Zürich so Unterschied, wobei, also vom Hören her, darf ich wahrscheinlich nicht sagen, aber für mich hat sich das gleich angehört, bis mir erklärt wurde, nein, wir sagen das so. Und zum Beispiel, mein Partner kommt aus Zürich, er sagt das anders. Ah, interessant. Das war Okay. wirklich etwas auf der grammatischen Ebene, aber ich kann jetzt nicht das genaue Beispiel nennen. Ja, okay, spannend. Mich würde auch noch interessieren, wie du als Deutschlehrerin in der Schweiz solche Unterschiede, also zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, thematisierst in deinem Unterricht oder wie du damit umgehst. Das ist meine Lieblingsfrage und das ist eigentlich auch mein Lieblingsthema. Ich versuche auch auf Instagram ein bisschen so diese Unterschiede für die Lernenden darzustellen. Aber ich musste am Anfang selber das lernen und die Helvetismen natürlich, das ist ein sehr spannendes Thema und ich finde das sehr wichtig. Also ich finde, oder für mich ist das wirklich eine Bereicherung und ich sage das auch immer im Unterricht. Ähm, in Deutschland sagt man das so und in der Schweiz benutzt man eher dieses Wort. Und so die klassischen Beispiele, glaube ich, sind das Velo, das Fahrrad, ja, das Krankenhaus und das Spital. Und viele freuen sich eigentlich darüber, weil sie aus dem Französischen oder aus dem Englischen die Wörter kennen und sie meinen, ja, das ist eigentlich einfacher für uns. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich natürlich immer also das Standarddeutsche oder Bundesdeutsche benutzt. Mittlerweile, je nachdem, mit wem ich mich unterhalte. Und ich sage auch zum Thema E-Mail, also hier sind wir schon bei den Artikeln, die E-Mail, aber auch die Form. War mir am Anfang auch nicht bewusst, Mhm. dass auch die Form sich unterscheidet. Und dazu sage ich auch im Unterricht, also wenn ich jetzt nach Deutschland eine E-Mail schreibe, dann versuche ich eigentlich das anzupassen und ich nehme die deutsche Variante. Wenn ich aber hier in der Schweiz E-Mail schreibe, dann passe ich das eben dementsprechend an. Also ich spreche viel darüber und auch ein wichtiges Thema für mich ist natürlich das SZ oder scharfe S. Ich benutze das tatsächlich immer noch und Okay. das hilft in dem Sinne, wenn man als Nicht-Muttersprachler Deutsch lernt und in der Muttersprache keine langen und kurzen Vokalen hat. Das ist definitiv eine große Hilfe, schon beim Schreiben oder beim Lesen sich bewusst zu machen, aha, hier kommt etwas anderes, also hier ist zum Beispiel das A lang, ja, Straße, deswegen habe ich hier SZ und beim Wort Fluss, ja, das ist kurz,
Da haben wir ein Doppel-S. Natürlich für die Muttersprache, ich merke das auch bei den Kindern, also das spielt keine Rolle, was sie schreiben, sie wissen einfach, wie man das ausspricht. Genau. Ja, also so gehe ich damit um. Und ich sage auch, wenn man hier wohnt, natürlich darf man und kann man die Schweizer Standardsprache benutzen und lernen. Man muss jetzt nicht die anderen Varianten lernen, wenn man nicht will. Okay, interessant. Ja, das mit dem SZ, ich habe das später gelernt, wie das verwendet werden würde, aber in der Schulzeit natürlich nie. Und ich habe es in meinem Deutschunterricht auch nicht thematisiert. Wir haben auch immer Kursbücher für die Schweiz verwendet, die dann gar kein SZ darin hatten. Genau, ich denke, also ich glaube dir, dass das sehr hilfreich sein kann, aber ich wäre dann doch zu wenig Expertin darin, um es ja, konsequent verwenden zu können und so auch beibringen zu können. Ja. Wir benutzen aber auch im Unterricht also die deutschen Lehrwerke, deswegen Sie sehen diesen Buchstaben und dann kommt die Frage, wenn man ein bisschen schon irgendwie Deutsch gelernt hat, dann weiß man das und wenn nicht, dann verwechseln viele natürlich diesen Buchstaben mit dem B, ja, und dann sage ich, nein, das sieht ähnlich aus, aber das ist halt SZ. Genau, also wir arbeiten mit diesen Lehrwerken, deswegen es ist uns sozusagen überlassen, ob wir das thematisieren oder ob wir einfach sagen, also schreib zweimal S und es hat sich erledigt. Ja, ja. Okay. Sehr interessant. Und dann vielleicht zum Abschluss, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie stehst du so zum Thema, also ich sage ja immer, man sollte zuerst ein bisschen Hochdeutsch lernen, bevor man die Dialekte lernt, aktiv lernt, denn ich finde, Hochdeutsch ist sehr wichtig für die Aufenthaltsbewilligung, für den Job und so weiter. Wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung hier in der Schweiz? Also hier würde ich dir auch zustimmen. Ich bin der gleichen Meinung. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie lange die Leute hier sind, was möchten sie eigentlich. Wenn man jetzt sagt, aber gut, Aufenthaltsbewilligung, das ist ein guter Punkt, natürlich, die meisten brauchen das. Ich kenne auch Leute, die wirklich ohne Hochdeutschkenntnisse oder Standardsprache zu kennen, tatsächlich Dialekte gelernt haben. Aber ich glaube auch, also wenn man jetzt so Grundkenntnisse hat, dann kann man auch so ein bisschen vergleichen. Und ich bitte immer meine Schüler, also das nicht zu mischen. Ja, dass man, wenn man zu Hause natürlich Schweizerdeutsch hört oder die Möglichkeit hat, Schweizerdeutsch zu sprechen, das ist ganz toll. Aber im Unterricht bestehe ich darauf, dass die wirklich darauf achten und also richtig die Standardsprache lernen. Genau. Ich denke auch, dass da eine Trennung wichtig ist, sonst kann man dann schlussendlich nichts Weder richtig. noch, ja. Ja, genau, das wäre auch schade. Genau. Aber ich sage auch immer, wenn man angefangen hat, Hochdeutsch zu lernen, ein gutes A2-Niveau hat, dann macht es auch Sinn, sich mit den Unterschieden auseinanderzusetzen und zu starten, zu trainieren, ein bisschen zu verstehen und so weiter. Definitiv. Ich mache das sogar auch schon auf dem A1-Niveau, weil, wie gesagt, die Schüler kommen und sagen, ja, aber ich habe das so gehört oder so. Ich kann das nicht so gut nachsprechen oder aussprechen, aber dann sage ich, ja, das sagen die Schweizer, das ist aber halt, ich glaube, manchmal ist es den Lernenden auch nicht bewusst, dass Schweizerdeutsch, ich sage immer, es gibt zwei Sachen. Ja, wir haben die Standardsprache und dann kommen die Dialekte. Und viele
eben mischen das oder für die ist das alles zusammen, gehört alles zusammen. Und dann sagt man auch, ja, Abend ist Abend, kannst du natürlich auch deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen sagen, aber es heißt einen schönen Abend und eigentlich der ganze Satz wäre, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und sie freuen sich eigentlich auch, glaube ich, meistens, dass die schon die Unterschiede kennen und denken, aha, jetzt lerne ich die Standardsprache und wie du gesagt hast, ab einem guten A2-Niveau kann man sich schon natürlich mit dem Dialekt auseinandersetzen. Gut, wunderbar. Christina, ich danke dir vielmals für deine Einblicke in deinen Alltag in der Deutschschweiz und auch deinen Arbeitsalltag. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich auch bei dir für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal natürlich, wenn ich so die Möglichkeit habe, diesen Austausch zu haben. Das ist definitiv mein Thema. Ich liebe Dialekte und ich finde, das ist immer eine Bereicherung. Also das muss man als eine Bereicherung sehen und man kann auch so ein bisschen angeben. Ja, ich kann die Standardsprache und ich kann also mindestens verstehen, ja, einen Dialekt. Ich wohne hier, man spricht den Dialekt und ich will auch den verstehen. Genau, da stimme ich dir absolut zu. Es ist schön, was wir hier für eine Dialektvielfalt haben und ich finde es auch schön, wie viele Menschen sich für die Dialekte interessieren und ja, Interesse zeigen, sie zu lernen. Genau. Und wenn du jetzt auch Interesse hast, Schweizerdeutsch zu lernen, dann möchte ich dich nochmal erinnern an den Link in der Beschreibung. Da kannst du den Text, den ich heute vorgelesen habe, mitlesen und findest auch viele andere interessante Infos zum Schweizerdeutsch lernen.